Momentan blickt Schäfermeister Quirin Frövis aus Ammerang jeden Morgen erwartungsvoll in den Stall. So, Mädels, habe ich die. Und alles klar. Von Februar bis April hofft er auf zahlreichen Nachwuchs. Lammzeit ist für uns eigentlich mit die wichtigste Zeit, weil das ist eigentlich bei uns die Erntezeit. Je mehr Lämmer, dass ich groß bringe und dahinter bin, dass die gescheit wachsen, und von dem lebe ich ja. Mehr als die Hälfte seiner 500 Schafe sind trächtig und jedes Neugeborene zählt. Das ist unser Flaschenlampe, der meint jetzt schon, dass er seine Flasche kriegt, aber da muss er nur schnell 10 Minuten warten. Ist schon gut, gell? Du kriegst dann schon was. Das ist eine spannende Zeit, weil es gibt Tage, wo du die Tür aufmachst und freust dich, weil du schon gleich frische Zwillinge vorne dort siehst. Es gibt aber auch den Tag, wo du die Tür aufmachst und links vorne schon 1 oder 2 tote Lämmer, wo man zwar nichts machen kann, aber es ist halt scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja, Weibi, hast du eine Lampe gekriegt? Die hat jetzt heute in der Nacht gelampet. Vielleicht jetzt nicht ganz die letzten paar Stunden, weil der schon Drucker ist, das Lampe, der ist schon abgeschleckt und abtrocknet. Nabelschnur, habe ich gesehen, ist auch schon relativ trocken. Ja, Weibi, da brauchst du jetzt keine Angst haben, das bin bloß ich. Gell? Da passiert da gar nichts. Ja, jetzt schauen wir her. Lampe, du musst aufstehen. Ist schon. Ja, das ist schon deiner. Das nehme ich jetzt hier an die Vorderfüße, das Lampe, weil das so die entspannteste Haltung ist für das Lamm. Ich kann es jetzt auch so auf den Arm nehmen. So. Dann schaut das natürlich schöner aus, aber das Schaf ist viel nervöser, weil die ihre Lampe nicht sieht. Gell, jetzt gehen wir mal. Schau, ich nehme das Lampe und du gehst mir einfach nach, Mausi. So einfach war das. Schau mal her. Die nehme ich jetzt und tue es jetzt dabei da hinten rein, dass da separat ein Lohr dabei drinnen ist, dass die Mutter-Kind-Bindung ein bisschen gefördert wird. Und ich habe es auch ein bisschen besser im Überblick. Nach 1, 2 Tagen dürfen die ja schon wieder aussehen, ein bisschen aggressivere Gruppen. Das sind die Neugeborenen der letzten Tage. Später werden wir noch eine Geburt miterleben. Am Vormittag sei Partyzeit im Stall, sagt Quirin Frövis. Denn es gibt Futter. Um 500 Schafe satt zu bekommen, hilft die ganze Familie mit. Ehefrau Sandra mit den Zwillingen Leonhard und Andreas. Seine Mutter Rita, gelernte Bürokauffrau, und sein Vater Werner, heute pensionierter Polizist, haben den Grundstein gelegt. Inzwischen ist die Familie stolz auf ihren Neubau. Mit dem Kauf des alten Hofes links beginnt es 1990 in Ammerang. Aber die Schafleidenschaft erwachte bei Werner Frövis noch viel früher. Als ganz kleiner Bub, bei meinem Vater daheim, sind wir über die Wand der Chef raus und eingegangen. Da habe ich dann 2 Lampen gekriegt zum Aufziehen mit der Flasche. Und dann habe ich die aufgezogen und dann habe ich die auch wieder verkaufen können. Und dann habe ich eigentlich ein Kurzgeld gehabt. Gell? Und so habe ich das geprägt, irgendwie Schaf, und darum habe ich das immer interessiert. Und dann habe ich immer gesagt, ich kriege einmal einen Bauernhof und ich kriege Schaf. Und dann habe ich angefangen mit einem Schaf und 2 Lampen. So ist eigentlich losgegangen mit der Schäferei. Aus 3 Schafen werden 300. Und die Schafzucht ist Sohn Quirin in die Wiege gelegt. So schließt dieser 2007 als bester Schäfermeister Bayerns seine Ausbildung ab und macht aus dem, was als Hobby beginnt, einen Vollerwerbsbetrieb. Ab Ende April führt Quirin Frövis seine Herde von Weide zu Weide, auch um Landschaftspflege zu betreiben. Für mich ist ein Schaf kein Viech, das das ganze Jahr im Stall drin ist. Das gibt's, aber das bin nicht ich. Ich will einfach, die Viecher kennen die Natur aus und ich auch. Und darum will ich das so. Wieder beim Stallrundgang. Quirin Frövis hofft auf weitere gesunde Lämmer. Was mit dir? Ja, schau, jetzt haben wir vorher schon geredet, jetzt ist schon so weit, dass da eine Lampe nicht aufsteht. Ja, der ist tot. Scheiße, ja, aber auf den ersten Blick kann man da jetzt nicht sagen, warum der gestorben ist.
Die Mutter checkt das schon, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein soll. Ja, ja, ich hab die schon. Da brauchst du nicht schwitzen. Da mache ich mir dann ein bisschen was in die Hand rein und schaue, ob die Milch flockig ist. Weil wenn die jetzt Flocken drin hätte, dann ist es ein Zeichen, dass das Schaf eine alte Entzündung hat. Aber so, das, also ganz normale Milch, es kann jetzt an dem nicht gelingen haben, dass die irgendwie keine Milch gehabt hat oder ich sage jetzt einmal eine schlechte Milch. Das darf alles passen. Also man weiß in dem Fall nicht, warum das Lampe tot ist. Es ist einfach die Natur. Also man rechnet mit 10% Verluste, wo man mit Sicherheit hat. Da kommt man eigentlich nicht runter. Das ist ärgerlich und wurmt mich, aber ich kann jetzt nicht den ganzen Tag traurig sein wegen dem einen toten Lamm, weil das hilft ja nichts. Ich kann es nicht rückgängig machen und schaue halt, dass die anderen umso wieder besser geht. Das tote Lamm bringt Quirin Frövis später weg. Um Verluste gering zu halten, ist er möglichst oft und selbst nachts im Stall. Was ist da los? Aha. Die hat halt jetzt das eine Lampe schon und die kriegt jetzt gerade das zweite. Man schaut ja doch, dass, wenn es irgendwie geht, von der Lohr Lampen können. Man muss es halt immer ein bisschen beobachten. Und es ist jetzt ein bisschen komisch, weil das Schaf nicht großartig presst. Manchmal kann es sein, dass die Fruchthülle noch über den Kopf ist. Und dann kann es auch sein, dass das Lampe erstickt. Das wollen wir ja nicht und deswegen werde ich das Schaf jetzt da nehmen und das schauen, ob wir das Lampe rausholen. Gehen wir noch einen Schritt. Jetzt schauen wir her. Ich habe jetzt da schon geschaut, dass die Nase auf jeden Fall frei ist vom Lampe. Und tue da mal vorsichtig anziehen. Da brauche ich jetzt gar nicht fest, der ist jetzt fast von der Lohr. Ich habe jetzt auch gespannt, dass das Lampe lebt, weil das hat den Fuß selber wieder zurückgezogen. Also das ist dann schon immer so, passt. Wenn man das spürt, dass das Lampe auf jeden Fall am Leben ist. Und der schlürft jetzt eigentlich von der Lohr aus. Dann habe ich die hier auf der Welt. Jetzt schau her. Jetzt hast du es gleich geschafft. Jetzt auch. Da schau her, da ist die Lampe. Ja? Komm, schüttelt die einmal. Jetzt siehst du, der hat ein bisschen so wie der knirst hätte um den Kopf sie, weil die haben natürlich ein bisschen ein Fruchtwasser, schluckern die alle. Der andere steht halt jetzt ein bisschen abseits da, ein bisschen deppert umeinander. Aber jetzt hat für das Schaf das zweite Lampe erst einmal Priorität, dass der auf Taxen kommt. Jetzt tut das Schaf mit dem Fuß ein bisschen hin, weil es die Lampe quasi animieren möchte. So, steh auf. Darum hat die jetzt da mit dem Fuß ein bisschen hin auf das Lampe. Jetzt schau, jetzt ist schon fast auf die Füße. Das ist schon immer was Schönes oder was Besonderes. Es ist ja wieder dann ein neues Leben, wenn jetzt eine Lampe auf die Weg kommt. Ja, jetzt steht er das erste Mal. Schau hier. Zwar ist es ein bisschen wackelig, aber er steht. Das ist natürlich schön. Das ist immer wieder eine Freude. Ein neues Schafsglück. Aber einige Muttertiere sind nicht so fürsorglich, wie wir später noch sehen werden. Rückblick. Mitte Januar. Frisch von draußen ins Winterquartier kommend, geht es den Merino-Landschafen gleich an die Wolle. Sobald sie im Stall sind, können wir sie auch scheren, ohne dass die irgendwie frieren taten. Und für die Wolle ist halt der Vorteil, wenn die Schafe von draußen reinkommen, ist die Wolle ganz sauber. Das heißt, da ist kein Stroh, kein Heu, kein Dreck nicht drin. Und dann ist das einfach eine ganz saubere Wolle, wo ich an meine Abnehmer liefern kann.
Während andere Schäfer beklagen, dass ihre Wolle wegen ausländischer Konkurrenz kaum etwas wert sei, bekommt Quirin Frövis von der Schafwollspinnerei Litzeldorf in der Nähe von Rosenheim einen vernünftigen Preis. Der Familienbetrieb verarbeitet nur heimische Wolle und macht daraus unter anderem Woll- und Bettdecken. Genau. Gerade so nehme ich es mit. Dankeschön. Ja. Sandra Frövis holt die fertige Ware ab, um sie ab Hof weiter zu verkaufen. Dort hat Quirin Frövis noch einen zweiten Stall, wo etwa 100 weibliche Lämmer des letzten Jahres für die Nachzucht stehen. Auf der linken Stallseite sind aber Lämmer, die nicht geschoren sind. Das sind unsere Schlachtlämmer und die sollen sogar die Wolle drauf haben, dass wir auch dann das Lammfell zum Gerben bringen können. Zwischen 3,5 und 5 Monaten ungefähr. Da sind bei uns die Lämmer schlachtreif. Und das sind vielleicht 8 Kilometer zum Metzger. Ich fahre die selber hin, bin dann auch mit dabei, wenn sie vom Anhänger runterkommen, dass das möglichst alles ruhig abläuft für die Viecher. Weil das, ich will das ja selber auch. Ich meine, das ist ja immer noch ein Lebewesen und das soll ja so eine Wertschätzung schon auch kriegen. Lammfleisch ist die Haupteinnahmequelle der Familie. Quirins Mutter Rita Frövis ist für die Abrufvermarktung zuständig. So kriegen wir es halt jetzt vom Metzger und ich schneide mir das so zu, dass es meinen Ansprüchen gerecht wird. Das muss dann richtig anlachen, also ein Fleisch. Hin und wieder kommt es vor, dass ein Mutterschaf sein Lamm nicht annimmt, weil dieses während der Geburt von einem anderen Tier abgeleckt wurde und nun dessen Geruch an sich hat. Hier, oder wenn ein Schaf zu wenig Milch hat, sind Sandra Frövis und Tochter Elisabeth als Ersatzmamas gefragt. Die Nährstoffe der Erstmilch von Muttertieren, der Biestmilch, sind besonders wichtig. Da helfen auch Kühe vom Nachbarn. Darum gibt es halt Schafe, die keine Milch nicht haben. Und dann kann man auch von der Kuh die Milch nehmen. Auch die Bürstmilch von der Kuh, die normale Milch von der Kuh. Kann man alles. Wenn sie dann größer sind, dann kann es auch sein, dass sie sich ein bisschen durchstellen bei den anderen Schafen. Wenn sie einen Hunger haben. Und die haben beim Fressen die Schafe, dann kann es schon sein, dass sie zubesuchen und bei denen ja Milch klauen. Bei fremden Schafen. Ja. Der möchte zu seiner Mama. Der möchte mit zu seiner Mama. Ja. Geh mal her. Die Lämmer sind nun satt. Und zumindest für ein paar Stunden bis zur nächsten Flasche sind alle zufrieden. Erfreulicherweise hat Quirin Frövis nur noch gesunde Lämmer gefunden. Er muss jetzt deren Nabelschnur desinfizieren. Und in einem Chip in der Ohrmarke sind die Daten des Neugeborenen gespeichert. Da muss ich halt aufpassen, dass ich da zwischen die Knorpeln das reindrücke, dass sie mir nicht wehtun. Man kennt es, aber das sind jetzt keine Schmerzen. Dann wird durchnummeriert. Und da hat immer das Schaf dieselbe Nummer drauf als wie das Lampe. Dass ich weiß, wer zusammengehört. Wir dürfen da durchnummerieren von 1 bis 100. Jetzt haben wir da waren 59 und da mache ich jetzt 61, weil ich kann nicht 60 in Rot schreiben. Wenn ich ein 60er-Fan bin, dann kann ich keinen roten 60er anlaufen lassen. Das geht ja gar nicht. Blau gibt es natürlich einen 60er, aber in Rot, das haut nicht hin. Der Fußballfan-Ehre ist Genüge getan. So, dann haben wir das jetzt für heute mit dem Nummerieren. Und die Schafe waren mit dem Nachwuchs fleißig. 11 gesunde Lämmer sind es heute. Außer dass halt in der Früh das eine tote Lampe da war. Man sagt ja, Scheiße, warum und wieso und hätte es das unbedingt gebraucht. Aber grundsätzlich hat es halt gepasst. Wir haben einen Haufen gesunde Lampe wieder gekriegt, die alle fit sind. Von dem her war es ein guter Tag. Auch wenn die Neugeborenen ihn auf Trab halten, für Quirin Frövis ist Lammzeit die schönste Zeit eines Schäferjahres.